Sonne, Strand und Meer. Was will man mehr? Hier bei Pokémon Omega Rubin. Willkommen zurück. Ja, natürlich nicht sehr viel mehr, weil wir uns noch gerne weiter entspannen, aber es muss weitergehen in der Geschichte. In diesem Sinne, willkommen in Graphitport City. Der Markt von Graphitport City, die einzige Items, die es sonst nirgendwo gibt. Das stimmt zwar soweit, aber natürlich momentan noch nicht so viel los hier, wie zum Beispiel bei dem Typen. Kennst du die Teamattacke Geheimpower? Das Group ist sie extrem beliebt. Eines unserer Mitglieder wird sie dir schenken, sobald du ihm irgendwo begegnest. Komm danach um ihn nochmal her. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir insgeheim tolle Sachen verkaufen. Das hat mit Geheimbasen zu tun und deswegen geht das auch erst später richtig los. Hallo? Simsala. Das heißt hier? Das ist ein Megastein für Simsala, aber wieso? Also wie gesagt, ich habe bereits Alpha Saphir vorgezogen und der war hier nicht. Okay, vielleicht muss bei Nacht kommen, war. Das könnte natürlich sein. Wo ist er jetzt? Simsalanit. Einer der mysteriösen Megasteine wird von einem Simsala getragen und ist im Kampf eine Mega-Entwicklung durchführen. Ja, die kommt sicher noch bald. Hallo, bei mir kannst du bald ein bisschen Puppen kaufen. Ja, sie geht's, aber da oben halt Geheimbasen einzurichten und so, und das geht halt erst auch so ab dem 3. Orden, zwischen 3. und 4. Orden herum. Ich hab nur Stand so der Guru, meine Waren kommen die werden aber, wachsen den Pokémon an. Oh, da haben wir sie, Leute. Hier sind die sogenannten EV, ja, Krassmacher jetzt mal, sprich, das sind zum Beispiel den Angriffs-EV wird eines Pokémon um 10 erhöhen, die Verteidigung um 10, Calcium 10, etc. Natürlich nur bis insgesamt 100 Punkte verteilt, nicht irgendwie alle 252 Punkte. Man sieht schon vom Preis 9800, du kannst mich mal halt, vielleicht später, am Ende des Let's Plays oder so. Na nun, dein Jungblut, du musst noch mehr anstrengen, gib mir deinem Pokémon auch ein schönes Geschenk. Ja, mache ich EV-Punkte, sprich wenn alle verteilt sind, alle für 510, dann würde sie mir etwas, ich glaube sogar ein Fleißband, glaube ich, schenken. Nur wenn ich hierher komme, vergesse ich mich und kaufe viel zu viel ein. Da kenne ich irgendwie auch in Zürich. Wie wäre es mit etwas wohlriechendem Rauch? Naja. Natürlich kann man die benutzen, um irgendwie gewisse Attribute zu steigern. Die waren natürlich vor allem deswegen damals praktisch, um gewisse Pokémon neu zu züchten. Sprich zum Beispiel irgendwie von einem statt einem Relaxo aus, einem Mampfaxo zu machen. Beziehungsweise ab der 4. Generation. Oder was war noch irgendwie, also einen Wingenau und Isa zu züchten und so weiter und so fort. Dazu brauchte man halt eine gewisse, bestimmte Rauchs halt. Gut zu wissen, momentan auch noch für uns eher unwichtig. In Hünden ist man so recht stolz auf die Fülle von natürlichen Schätzen, die einem das Meer bietet. Ja, besonders das Seegras hier in der Gegend sieht so unglaublich frisch, ja fast schon lebendig aus. Man könnte meinen, dass es sich gleich aufrichtet und angreift. Ein Gras-Pokémon, war. Wir können während des Einkaufs die salzige Meeresbrise genießen. Ach, ist Graphitport City nicht eine tolle Art? Ja, mehr oder weniger. Willkommen hier im Stand, Alter. Clownwetzer, Donnerwelle, Käfertrutz, Vertrauenssache sind auch noch geile Attacken. Vor allem den noch einer cool. Brauchen wir vielleicht später noch, will man sagen. Momentan, wie gesagt, alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber so ist es halt. Wenn alles noch ein bisschen nach Zukunft aussieht, momentan noch etwas? Nö, war. Typ wegen der Geheimpower, der kommt erst, wie gesagt, relativ spät. Also der ist nicht hier und so, keine Sorgen, müssen wir erst relativ spät suchen gehen. Pokémon Fanclub für alle Pokémon-Fans weltweit. Oh, was haben wir hier schon wieder? Merrill. Ach genau, wir haben im letzten Part aber noch erwähnt, wegen Trainersuche und so. Und jetzt zum Beispiel draufklicken und dann wird jetzt hier direkt irgendwie ein Symbol aufladen, wegen auf dieser Route hätte es Trainer, die nochmal gegen kämpfen. Okay, natürlich auch so. Die weißen Symbole sind eben Kämpfer oder Trainer, gegen die bereits angetreten sind. Also zum Beispiel die hier. Günther mit dem Zigzag, Lola hier mit dem Azuri wollen bereits eine Revanche. Die haben erst bereits in diesem Part herausgefordert. Natürlich überall sind die Typen, die kämpfen wollen. Hier auch in die Brandon, Alois wollen auch wieder catchen. Ich glaube, diese Arena-Leiter wollen gar nicht mehr einen Rückkampf haben.
Bin jetzt nicht ganz sicher, weil wie gesagt, ich habe das Spiel auf Alpha noch nicht ganz durch, aber ich glaube echt, dass die nicht mehr so schnell gegen euch neu kämpfen wollen. Ja, so gesehen kann man natürlich schon, praktisch eigentlich unendlich oft, gell, Hilfe, kämpfen und von dem natürlich auch schwächer Pokémon noch trainieren und nach zu einem starken machen. So, jetzt mal hier wieder. Was meint zumindest alle Pokémon, wenn man Items auf sie anwendet? Ein Pokémon hat sich zumindest sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Ja, grundsätzlich ja schon, ist aber immer die Frage, lohnt es überhaupt? Oder sollte man lieber noch warten? Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Dabei bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Also viel wichtiger als du Schlafsäckel. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner! In den Wettbewerben natürlich ich der Sieger. Und ich natürlich immer zu gewinnen, schmeckt das Land Spaß der anderen. Wieso gebe ich mich nun damit zufrieden, die Pokémon anderer Leute zu beurteilen? Es ist toll zu sehen, wie andere Pokémon trainieren. Das zufriedene Gesicht eines Pokémon, das gut behandelt wird, die fürsorgliche und liebevolle Art eines Trainers. Mein Herz geht über vor Freude, wenn ich daran denke. Oh je, entschuldige, ich schwatze die ganze Zeit nur vor mir hin. Bitte erlauben mir einen Blick auf den Pokémon zu werfen. Wie geht's mit dem Training voran? Aha, ihi, oho, das wird gut noch schlecht. Wenn du im Training ein bisschen mehr anwart, beschließt du den Trainer. Ich schlage vor, du gibst ihm mehr Poké-Regel. Mann, du bist ein Arsch, Mann. Als Pokémon käufen ist in Hündern nur selten anzutreffen. Will ich haben? Will ich hoffen? Nee. Angehebeln? Oder du findest. Nein, der Käufaff. Ich glaube auch ein Pokémon 6 Generation war. Ja, sicher, okay. Oh nein. Jungblut fragen, irgendwie ein anderes Mal. Aber ist jetzt da vorbei, ja? Ja, machen wir schon noch. Wenn ein Pokémon ständig im Kampf besiegt wird, wird es schnell Entmutigung fängt an zum Trennen zu misstrauen. Ja, das stimmt natürlich auch. Weil dem halt die Happiness-Punkte, wie man so schön sagt, zurückgehen. So gesehen natürlich vor allem für Pokémon, die halt sich nur durch Zufriedenheit entwickeln lassen, zum Beispiel Riolu und so, ist das schon ziemlich doof. Eine Sanftglocke. Der gefühlige Trainer. Ja, Sanftglocke ist vor allem deswegen dafür da, dass man ja halt solche Pokémon, die sich wie gesagt durch Zuneigung entwickeln, somit schneller, freundlicher machen kann. Das ist auch schon alles. Namenswerte Besucher, und da drüben wohnt. Das ist bereits hier. Cool. Der Namensbewerter. Ja, toll, ist aber irgendwie etwas aufgeschrieben wegen, dass ich ein Pokémon einen Spitznamen geben soll. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Name war. Verdammt. Doch, erinnere mich wieder. Ich erinnere mich wieder. Hallo, hallo, ich bin Namenswörter mit einer Art Namensorakel. Ja, bewerten lassen, cool, wa? Wir wären zum Beispiel hier mit Atomic. Oho, Atomic also. Fantastischer Spitzname, kann man leicht merken. Gut um Atomic, ja. Also, ein Tipp von euch, beziehungsweise ein Wunsch von euch, einer von euch war, oder von dir war, wenn ich das richtig sagen darf. Wenn ich das so richtig rausgelesen habe, dass man dem Pokémon einen Spitznamen Kokiri geben soll. Da dachte ich mir so, Kokiri, zu wem passt da? Dann fühlen wir plötzlich an natürlich unser Planas, beziehungsweise natürlich nachher Tangolist. Recht schön Mühe gegeben. Alter, das ist Standardname. Neue Spitzname lauten. Ja, wie gesagt, versuch's mit Tangolist, wenn es nicht gut ist, bitte sagen in den Kommentaren, kann es jederzeit jetzt ändern, da wir jetzt hier in Gravyport City sind. Kokiri, ich weiß, eigentlich schreiben wir es anders, Kokiri. Oder schreiben wir sogar so, aber ich glaube, er hat es so irgendwie erwähnt in den Kommentaren. Also natürlich, wenn wir jetzt komplett irren, aber ich hätte den Spitznamen so rausgelesen. Ja, wie gesagt, ich behalte es mal so. Wenn man sowieso mal vorab irgendwie Part 13, 14, 15 auf, das heißt, er kann es. Hey, wieso? Hey, zu lange oder was? Was, mit dem C war's zu lange? Das glaube ich jetzt aber eher weniger. Oh, mal ganz kurz, bin ich jetzt?
Okay, noch einmal. Also, sorry, aber das kann nicht sein. Also, theoretisch kannst du natürlich sagen, hallo, Alter, ich kann irgendwie bis hier hinten. Müsste durch das andere gehen. Oder geht das nicht, weil es zwar der richtige... Wollen wir ganz kurz länger mal testen? Doch nicht. War gar nie eine Idee. Mach mal 2 Is rein, weil ich habe das Gefühl, das könnte natürlich... Nee, auch nicht. Ich dachte gerade von wegen Kokiri. Ist ja Legend of Zelda. Also von dem her. Ich dachte von dem Schutz von Nintendo, aber natürlich Quatsch. Ich meine, du kannst natürlich auch den Pokémon Link nennen oder Zelda oder so und das gleich irgendwie blockiert sein sollte. Ist echt zu lang, glaubst du nicht? Das muss fast so sein, weil alles andere gibt irgendwie keinen Sinn für mich. Ja, okay, behalten wir so, Kokiri, wenn es nicht gut ist, bitte sagen. Dann kann ich es frühestens ab Part 16 wieder ändern. Frühestens, zack. So, Junglu bekommt noch keinen Namen, den behalte ich mir noch auf. Also wir haben natürlich noch eine Idee für später, was irgendwie... Ja, fast schon ein bisschen paradox wäre, aber okay. Mal schauen. Lalala. Ist ja schon aufgehielt, wa? Das hat vom Team ja gesagt, wir fahren jetzt die Junglu ein bisschen trainieren, weil es sonst zu kurz kommt. Kokiri, oder sprich Planas, noch ein paar Level machen, weil es dann noch ein paar Attacken lernen, bevor wir es dann zu Tengolist entwickeln. Müssen aber auch ein bisschen aufpassen, dass nicht zu viel entwickeln, aber müsste eigentlich gut möglich sein. Schwalbini momentan eher so, ja, kann man machen. Natürlich bald abgelöst und so nachher vor allem für die VM Fliegen zuständig sein, bis etwa, glaube ich, Ende des Spiels. Also sprich bis mit der Pokémon-Liga, weil danach gibt es sowieso etwas Besseres als die VM Fliegen. Ja, dazu später mehr. Dann auch noch zum Fangen von Pokémon. Okay, zieht etwas dabei, wie es aussieht. Oh, ein Hyperhalle, ganz geil. So noch was? Was eine gute Mischung. Hätte mir damals bei Pokémon Blau sagen können, wo ich nur Tour durchtrainiert habe. Ja, komm Leute, das ist etwa. Wie lange ist das her? 16 Jahre etwa. Mindestens. Nehmen wir mal. Doch, 16 Jahre etwa. Alter, wenn man sich überlegt, 16 Jahre ist sehr Pokémon Blau bei mir. Oder? Was? 15 bis 16 Jahre auf alle Fälle. Gekommen. Ja, man sieht die nächste Stadt. Die hat sich grausam verändert, Leute. Werdet ihr alles noch sehen, aber die ist echt... Boah, ey. Mal gucken, dass ich nicht gerade den falschen Ort entlang gehe. Auch die Stadt hier ist relativ groß. Das Licht dieses Leuchtturms sieht man selbst 10 Kilometer Entfernung. Ja, ein Riesenteil, wa? Also der aus Hard Gold Soul Silver ist viel größer. Rennen als Pokémon. Ja, ja, durch Kyogre, wa? Oder wie es hier wäre, wohl eher... sag jetzt mal noch nichts dazu. Servus. Hastiges Wesen, genau, ja, ja. Naja. Hat auch natürlich seine Vor- und Nachteile. Wettbewerbskarte, Pokémon-Box, bekommen wir alles noch, Freunde, keine Sorge. Kommt alles noch. Wer bist du? Mal froh hier in Höhen. Okay. Dankeschön. Wer ist denn das? Das hier gehört, das da, was ist das für ein Dingsbums? Ja, das wird da verrückt werden, ey. Servus. Wer ist da? Hallo, ich bin Botmar. Brick hat mich damit beauftragt, einen Pferd zu konstruieren. Oh, sind das etwa die Dämonen waren? Ein bisschen ungünstig, weil Captain Brick ist gerade nicht da. Ich glaube, es ist zum Ozeanmuseum gegangen. Dürfte bitte bitten, dich bitten, Captain Brick zu suchen, in den Kopf mit den Dämonenwaren zu bringen. Bricks, naja. Wieso eigentlich nicht? Da muss man gerade kurz räuspern, geht's eigentlich noch rein? Ja. Okay, gib mir langsam auf den Trichter. Das bereits hier war.
Sie haben aber viel Zeit in diesem Museum verbracht. Umgibt. Ja, Leute, hier drin wird es gleich richtig abgehen. Von dem her würde ich mal sagen, gehen wir noch ganz kurz in den Pokémarkt. Servus. Womit kann ich die hinein? Mal ein paar Superbälle nehmen. Ich glaube, 3 dürfen reichen. Tränke habe ich noch. Supertränke natürlich noch etwas. Klar, kann ich Supertränke kaufen, sind viel zu teuer noch. Will lieber noch 2 mitnehmen. Ja, könnte eine gute Mischung sein. Paraheiler brauchen wir ganz bestimmt noch ein paar. Aufweg kann nie schaden. Was ist heute denn los? Feuerheiler Eis, okay. Fluchtseil, nee. Schutz. Superschutz. Ja, Superschutz. 2000, nee, lieber nicht. Das ist mir viel zu viel. Verkaufen, jetzt haben wir noch etwas in der Tasche. Wir uns sogar ein bisschen wundern, aber naja, mal gucken. Hilfe. Zumindest nichts Interessantes. Themen verkaufen. Eine super Idee. Mini-Pilz. Ah ja, wieso nicht? Ein X-Angriff kommt weg. Die X-Abwehr kommt weg. Alles für den Kampf kommt hier weg. So, einen Honig brauchen wir eigentlich noch. Glaube ich zumindest, mich zu erinnern. Ja, ist gut, dankeschön. Mir fällt gerade auf, was ein Plan ist für ein... Ah, gar keins, cool. Und zwar Energiekraut. Das ist uns auch, glaube ich, ein Muss. Solarstrahl. Nee. Nee, auch nicht. Sunflocke auch nicht. Nee, nehmen wir doch das Wundersaat. Der Wundersaat? Nee, das. Ich muss sagen, die Saat ist, wa? Das ist natürlich das Wunder und deswegen das Wundersaat. Und auf zum Museum von Gravyport City. Bitte kommt zum Empfang hier rüber. Was ist jetzt schon hier los? Ich finde jetzt Pokédoll Interesse. Okay. Viel Vergnügen. Guckt doch das an. Überall Mitglieder von Team Magma. Das wohlgehende Menschen ein. Ja, was glaubt jetzt CDK? Tja, und sie versammeln, das ist alles geil. Ja, ja. Wie du meinst, was willst du? Das Mund uns und genau empfangen von den nötigen Pokémon. Cool, haben sie auch keinen. Toll. Na egal, gehen wir hoch. Hört uns so viel von diesen Schergen. Modell der Höhenregion. Und ein Diorama der Höhenregion liegt Wurzelheim. Weit unten. So. Hier ist sonst nicht viel, wa? Wer bist du denn? Könnt ihr helfen? Suchen nach Brick. Tja, du musst nicht mehr weiter suchen, das bin ich. Das ist das Bauteil, das ich bei Mr. Troom oder Demon Corporation bestellt habe. Großartig, vielen Dank. Jetzt kann unsere Expedition endlich losgehen. Nein, nicht jetzt. Nee, wir sind hier mal um die Bauteile abzunehmen. Wer seid ihr? Wir sind Team Magma und unser Anführer will diese Bauteile mit dem Preis haben. Was als kein Widerstand gibt sie uns. Oh nein, Team Magma, was wollen die hier, Mann? Ein Kamaup. Kamaup. Ja, gut. Oh, jetzt geht's richtig ab, Leute. Feuer gegen Feuer. Natürlich mit einem Doppelkick. In your face. Das hätte mehr abziehen sollen. Da hatten wir jetzt aber genügend Schnabel nehmen. Zieht von uns wenig ab. Und 1-0 für uns. Wer noch nicht, wer will nochmal? Was ist denn jetzt passiert? Tja, du warst zu schwach. Und was bei Niederlage in ein Kind? Ja, scheiße.
Was muss man sich selbst kümmern? Die ganze heraus sammeln können und als zukünftiges Elite-Mitglied von Team Magma gefragt. Okay, du Trottel, dann komm doch auch her, Mann. Ein weiterer Übel, ein Zubat. Ja, natürlich nichts mehr mit Doppelkick. Der wird doch wenig Schaden abziehen. Aber natürlich haben wir noch unsere Glutattacke. Ja, verbrennt, deswegen wird der Angriffswert gesenkt. Ich glaube sogar um die Hälfte, wenn ich mich richtig erinnere. War es nur ein Viertel? Bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Boom. Wir müssen ja keine Stufe sein, sprich doch die Hälfte etwa, oder? Und Jungblut erreicht Level 20! Jungblut! Die Nitro-Ladung beherrscht er, geil! Ist eine physische Attacke. Wird allerdings die Schnelligkeit. Also wird natürlich eine Initiative, also muss der Heuler weg. Jungblut! Kann man aber einsetzen, ja von mir aus. Und er kriegt nochmal einen richtigen Doppelkick. Und Hasta la Vista, Baby. Komm auf. Kamau wurde besiegt, Mann. Und das war's. Die Rüpel sind besiegt und wir kriegen 500 Pokédollar, Alter. Wie bitte? Ich will das zukünftige Elite-Mitglied. Kann ich besiegen? Und jetzt, wenn mit Leonen zurückkommen, wird's unangenehm mit dem Boss. Gibt's nicht Davis ausgerechnet ein Kind? Das ist doch... Oh oh. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange für einen einzigen Koffer braucht. Und jetzt muss ich sehen, dass ihr auf einem Kind aufhalten lasst? Du wirkst recht aufgeweckt von deinem Alter. Oh mein Gott, Leute, das ist der Anführer von Team Magma. Sollen wir uns echt noch gegen den catchen? Jetzt schon so vor dem Spiel? Das und alles weitere seht ihr im nächsten Part hier bei Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, ciao zusammen!